Zurück hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards befinden wir uns bereits im dritten Duell des Turniers und zwar im Kampf gegen den Chef persönlich. Er spielt natürlich gegen den Chef vom Gefängnis und der mit seinem Kettendeck und so, ihr seht schon, der hat uns ziemlich bereits im ersten Zug eingekesselt. Das kann noch ziemlich übel werden, Freunde. Deswegen, ja, beende mal meinen Zug und guck mal, was da der Chef noch zu bieten hat. Oh je, so ein Zug vergangen. Komm schon, bitte. Ich darf mich zum Zug kommen lassen. Er darf keine Kettenmonster angreifen lassen, dann bin ich echt am Arsch. Monster verdeckt. Toll, ich hab jetzt zwar einen Verteidigungsstopp, aber der bringt mir gerade nichts. Ich kann ihn nicht angreifen. Egal, ich ziehe erstmal. Oh, Magna-Hieb-Drache. Sehr geil. Schon mal sehr gut. Dann kann ich noch legen, aber kann den Gegner kontrolliert. Zum Beispiel natürlich mein Drachenseelenschwert auf das erste Mal. Rufe ich mal den Kartenblocker im Angriffsmodus. Einfach mal so, just for fun. So, Defense-Modus. Sehr schön. Na, was soll man sonst machen? Ne, momentan noch nix. Vor allem den hebe ich mal lieber mal für den Schluss auf. Geil, Ritter des dunklen Windes, ey. Der wird, denke ich mal, noch eine Schlüsselkarte für unseren Sieg sein, aber das sehen wir dann vielleicht später. So, G-Line, bin ich erstmal fertig und beende meinen Zug. Du bist dran. Die Zeit ist rum und natürlich auch ist der Eisenketten-Gefängnisteil ist weg. Ich hoffe natürlich auch für immer und okay, das sind mir Lebenspunkte. Dankeschön. Eine Karte mehr für ihn heißt natürlich auch ein Problem mehr für mich eventuell. Alter, 2 offene Zauberkarten, 2 verdeckte, was soll der Mist? So, und sieh ich mal. Karate-Man, Nee, wisst ihr was, ich mach's anders. Und zwar rufe ich jetzt mal den Magna-Hieb-Drachen im Angriffsmodus. Und opfere dafür meinen Kartenblocker. Den ich ja zum Glück ganz leicht dank unserer Fallenkarte zurückholen kann. Okay, er macht nichts, wie es aussieht. Dann aktiviere ich mal meine Zauberkarte Verteidigungsstopper. Komm raus, kleines Monster. Wer bist du denn überhaupt? Eisenkettenschlange. So. Das bringt ja leider gar nichts. Denn dein Monster ist jetzt offen für einen Angriff meines Magna-Hieb-Drachens. Sag tschüss. Oh, du bist unverschämt, Alter. Nö, gar nicht. Zack. Tja, Kumpel, dein Problem, wenn du so schwache Monster hast. Wobei man sollte Kettenkarten lieber nicht unterschätzen, Leute. Aber egal, also was mache ich jetzt noch? Ich habe 3 Monster, ich habe eine Zauberkarte, die ich lieber später aktivieren möchte. Deswegen beende ich jetzt mal meinen Zug fürs Erste. So, was macht er jetzt? Hat eine Strategie oder spielt auch nur so wild drauf los? Jetzt sowieso nur 2 Karten, mit denen kann ich nicht viel anfangen. Ja, man sieht schon. Er scheint wohl ziemlich am Ende zu sein, wie es aussieht, wa? Tja, Kumpel, Pech gehabt. Ich ziehe wieder. Sieht man, ist das Banditen. Gar nicht mal so übel. Aber erstmal rufen wir mal meinen ausgebildeten Elfenschwertkämpfer im Angriffsmodus. Jupp. Und dann gebe ich ihm noch einen flotten kleinen Powerschub durch meine permanente Zauberkarte Drachenseelenschwert. Oh yes! Nö, warte doch noch. So, ja gut, ist auch so eine Zauberkarte von mir aus. Dann wollen wir mal. Elfenschwertkämpfer greift sein verdecktes Monster an. Attacke! Auch so eine Schlangenkette. Seltsam. Magna-Hieb-Drache, direkter Angriff. Und zieh mir schön 2400 Lebenspunkte ab. Das gibt's nicht. Das ist nur für den Arsch. Keine Chance, heißt, was mir gerade fragt ist, wird auch keine Synchromonster. Moment mal, im Anime hat er doch irgendwie so ein Eisenkettendrachen, da drin ein Synchromonster, oder? Naja, so die Idee hat sowieso keine Chance gegen uns. Egal, ich habe jetzt noch eine Karte verdeckt und damit ist mein Zug auch schon beendet.
Zumindest mal fürs Erste. Aber keine Sorge, Chiefy-Line. Eine große Chance ist nämlich sowieso nicht mehr. Doch ein Monster verdeckt. Was denkt er sich bloß dabei? Ja, verstehe es auch nicht. Leute, wird Zeit, dass wir das Duell beenden. So, ich ziehe mal und... eine Fallgruppe kann auch nicht schaden. Aber erstmal rufe ich jetzt mal den Karate Man im Angriffsmodus. Und aktiviere so gleich mal seine besondere Fähigkeit. Um damit seine Angriffspunkte zu verdoppeln. Jemand ist doch voll krass drauf. Na dann, Elfenschwertkämpfer, zerstöre sein Monster. Und damit ist auch, wie ist das Monster gerade noch? Eisenkettensprenger ist damit auch erledigt. Ja, hasta la vista, Baby. Karate Man! Direkter Angriff, Attacke! Oh shit! Von den Felsangriffen. Oh, das kann nicht sein. Oh doch, Kumpel, du bist gleich Schnee von vorgestern. Tschüss, Magnahieb Drache, schlitz ihn endgültig auf. Hasta la vista, Baby. Wie kann jemand wie du mich besiegen, hä? Weil du einfach nur ein Schwächling bist. Hallo, Siegesmucke? Immer gar nichts. Menno. Und ganz ehrlich, ey, ich hab am letzten Part noch am Ende so Sorgen gemacht von wegen, ja, die Kettenkarten und so alles und bla bla und jetzt totaler Schwächling. Dabei haben wir noch so ein Starterdeck, das Teil kann doch gar nichts. Was passiert? Das ist ein Abschau mit mir gesehen, unglaublich. In der Folge gelöscht. Wäre nicht schlecht, so. Was machen wir jetzt? Gehen wir zum Stadionsprecher oder... Was macht denn der Stadionsprecher? Duelliert er sich etwa auch oder was soll das? Verstehe ich gar nicht. Egal, mal ganz kurz gucken. Gehe ich mal da runter. Zuck, zuck. Dann noch ganz kurz nochmal zwischenspeichern. Man kann es ja eigentlich niemals zu viel machen. Vor allem bei Yu-Gi-Oh! Spielen kann immer so schnell etwas passieren. Gut, wieder fortfahren. Und möge sich das Roulette drehen. Eine 4, sehr schön. Dann bewege ich mich mal, wohin? Da kann ich auch duellieren, cool. Kann ich auch direkt hoch? Geht auch, und dann zu Valio, wer ist denn der andere dort? Hä? Kann den anderen gar nicht, braucht 3 AP. Verstehe ich nicht, egal. Was zu? So, komm schon jetzt aber. Gegen MC. Also, ich erzähl mal, wie ich mich fühle, hier nicht als MC zu sein, sondern meine Fähigkeiten ins Duelland zu beweisen. Naja, hör auf, ich will meine eigene Siegesparade veranstalten müssen, wenn ich hier gewonnen habe. Also, it's time for a duel. Tja, wenn er meint. Aber denk mal, Leute, das könnte ganz, ganz schnell gehen. So, Schere, Stein, Papier und wieder mal gewonnen. Alter, hab ich ein Glück hier. Na, dann wieder mal der erste. Michael vs. MC. Starte gegen Glück. Ja, also wenn er gegen mich gewinnen will, braucht er sehr viel Glück. Oh, was für eine Starthand. Alter Schwede. Echt genial. Na dann, Kumpel, ich zieh mal und du bist sowas von am Arsch. Wieso? Na, ganz einfach. Als erst rufe ich mal den Blüten-Captain im Angriffsmodus. Und kann aus einer besonderen Fähigkeit direkt noch ein 4-Sterne-Monster von meiner Hand aufs Feld rufen. Und so wäre natürlich mein Axträuber. Na denn, als nächstes aktiviert die permanente Zauberkarte Banner des Mutes. Und die gibt all meinen Monstern in der Battle-Phase jeweils 200 Punkte mehr dazu. Dann setzt noch ganz schnell 2 Karten verdeckt und überlasst das Feld mal deinen geschickten Händen, Mr. MC. Der sowieso keine Chance hat. Zick. Nee, Leute, ganz ehrlich, mit der perfekten Startern hat er gar keine Chance mehr gegen uns. Nicht die geringste, ja, seht schon. Gar keinen Bock mehr. Oh. 2 verdeckte Karten, gar nicht mal so übel. Aber nicht gut genug für uns. Dann wollen wir mal. Was denn jetzt?
Was ist das für eine Karte? Glücksfall. Wenn der Effekt eines Effektmonsters, der nur ein Münzwurf erfordert, aktiviert wird, wähle Kopf oder Zahl. Falls du jetzt vorausgesagt hast, ziehe eine Karte. Okay. Aber ich habe andere Sorgen, und zwar den nächsten Krieger, Sasuke Samurai. Der Samurai und den Sasukes. Ja, der hat einiges zu bieten, Kumpel. Was genau, das wirst du gleich mal zu spüren bekommen. Also dann, Sasuke Samurai vernichtet sein Monster durch eine spezielle Fähigkeit. Was ist das überhaupt? Spieler der Legende. Keine Ahnung, was das für ein Monster sein soll. Auf alle Fälle war es ein schwaches Monster. Captain, direkter Angriff. So, und jetzt Axträuber. Und so schnell kann man schon mal fast die Hälfte an Lebenspunkte verlieren, Leute. So, mein Zug ist beendet, jetzt bist du wieder mal dran. MCDC. MC, was ist denn der noch ein Name? Was steht denn das? Michael CC. Ach nö, nicht Frage. Nein! Da könnte es übel werden. Ganz unten, ja, toll, ich habe so viele Monster, die ich jetzt auswählen kann. Oh, Menschenskind, ich weiß theoretisch, welches Monster es war, das ich erst also vernichtet habe. Spieler, war genau, Spieler hieß er. Wie kann ich jetzt hier sortieren? Hallo, kann ich da irgendwie... Mal Karten, dann kann ich scrollen, hoch, Seiten scrollen. Runter. Wie runter? Ich sehe gar nichts. Moment mal, Spieler, der ist Alter, muss ich bis zum S hin, na toll. Also nehmen wir mal, welche Monster hier alles im Spiel einprogrammiert sind. Müssten ja ziemlich viele sein. Ja, bin aber schnell, wenn ich zurückgehe, war und dann vom S her wieder. Was zum Beispiel kann ich jetzt irgendwie, kann ich die irgendwie anders sortieren? Kategorie scrollen. Ja, mach ich doch. Hä? Seltsam. Geht irgendwie gar nichts. Okay, Spieler des Schicksals war es irgendwie, oder Spieler des Glücks hieß, genau. Das heißt mit der ganz, ja, die andere Seite, vielleicht geht das. Hin und her switchen, wenn nicht, ja, dann bin ich ziemlich lang im Scrollen dran. Ah, doch, es geht, so. Am Z bereits. Ich denke mal, von der Seite her geht es ein bisschen schneller. Ja, die Zauberkarte Frage, da überlege ich gerade, wer kenne ich die überhaupt? Das war, glaube ich, auch im Anime, und zwar hat die doch mal Joey gespielt. Genau, im Duell gegen Marik, das war doch so. Also, sprich, gegen Yami Marik war es ja im Halbfinale. Weil Mario da noch ein paar Fallenkarten ausgelegt hatte, die Joe ziemlich genervt haben. Und so mit dieser Zauberkarte Frage konnte er Shinso aufs Feld rufen und hat dann, naja, theoretisch am Schluss gewonnen, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Aber halt, ja, der geflügelte Drache des Reis hat schon ein mächtiges Monster. Wenn der einem Schattenduell angreift, dann bist du halt ziemlich schnell mal down. Aber echt schade, jetzt Joey ist so sehr gegönnt, wenn er gewonnen hätte. Das wäre irgendwie auch krass gewesen. Joey mit einer ägyptischen Götterkarte. Ich frage mich, ob er die Götterkarte wohl hätte rufen können. Weil theoretisch ist da immer, ja, nur Auswählduellanten können die Karten rufen und kontrollieren. Bla bla, aber, naja. Dass wirklich immer so der Fall ist eine andere Frage. Naja, egal. Zurück zum eigentlichen Duell hier. Spieler des Glücks, wo ist denn der jetzt? Ja, ich komme zum Thema näher. Näher. Näher komme ich ihm. Komm schon, bist du Spieler des Glücks. Sternstaubdrache. Oh, die Karte will ich auch unbedingt noch haben. Sternstaubdrache. Das ist ein ganz geiles Monster. Wo bist du jetzt? Wir kommen näher, wir kommen näher. Da. Spieler der Legende hieß, oder? Doch, der war's. Haha! Oh Scheiße, Mann. Nein, das geht's nicht zu raten. Alter Schwede, hey. Gott sei Dank gucke ich mir immer die Monster an, die ich da zerstöre. Man weiß ja nie. DD könnte auch ganz gut sein.
trotzdem sicherheitshalber in seiner verdeckten Karte, um ihn auch ein bisschen zu triggern. Versetze ich mal meinen Sasuke Samurai in den Verteidigungsmodus. Und dann greife ich wieder an mit meinen restlichen Monstern. Und zwar ist es natürlich mit dem plündernden Captain. Greif ihn an, Attacke! Voll auf die Fresse. Und jetzt Axttreiber! Direkt Angriff auf MCDCs Lebenspunkte. Das gibt's nicht, scheiße. Na dann, Kumpel. Damit ist auch schon wieder mal mein Zug beendet und du bist an der Reihe. Aber denk mal, lange dauert es eh nicht mehr. Ganz ehrlich, der hat keine Chance gegen uns. Das Deck heißt schon Glück, also ganz ehrlich. Ja, zwar mittlerweile 3 verdeckte Karten, aber ganz ehrlich, die können doch nichts, die Karten. Die können rein gar nichts. Und irgendwie sehe ich immer die gleichen Monster, kann das sein? Das ist schon leicht crazy, egal. Also dann, Plünder Captain, es wird Zeit, das Duell zu beenden. Ein für alle Mal. Direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Und das gibt einen ganz fetten Bonus. 0 Punkte verloren, genau auf 0 reduziert. Ganz, ganz geil. Speicherdaten, Speicherdaten. Nein, was ist passiert? Gegen einen wahren Duellanten komme ich wohl nicht an. Aber immerhin bin ich ein einzigartiger MC gelöscht. Das gerade. So, wegen, wo gehe ich jetzt genau hin? Kann ich jetzt irgendwie den... Ja, gehen wir jetzt mal hier hin und dann... Level 5, Nathan, Allianz der Gerechtigkeit, okay. Aber erstmal Leute, wie sieht es mit der Zeit aus? Ich hätte noch ein paar Minuten, okay, wieso eigentlich nicht? Trotzdem mal ganz kurz zwischenspeichern. Und dann würde ich mal sagen, können wir schon bald mal wieder unser Deck verbessern, sprich wir gehen bald mal neue Kartenpacks kaufen. Weil mit 3000 DP, sprich ich kann schon über 10 Kartenpacks kaufen, müsste doch eigentlich schon ganz gut möglich sein. Aber egal, zuerst noch ganz kurz Nathan platt machen, aber wenn es geht so, ja. Warum sind alle im Turnier so gut? Das sieht auch ziemlich stark aus. Schande, aber ich darf nicht verlieren, wenn ich zum Champion des Turniers aufsteigen will. Also, let's fight! Nicht let's fight, das heißt time for a duel. Was mache ich jetzt? Wieder mal Papier. Alter, ich gewinne einfach immer, das ist kaum zu fassen. Ach, ich wünsche dir auch im Lotto so. Yes, man, Michael gegen Nathan. Allianz der Gerechtigkeit. Naja. Oh, neue Karten, Leute. Ich habe neue Karten auf der Hand. Ganz geil. Dann ziehe ich mal. So, Feincontroller, die Idee-Krieger. Da behalte ich alles noch. Was ist denn das für eine? Kishido-Geist. Ah, das könnte mir noch ganz gut helfen. Also dann Nathan. Als erstes aktiviere ich mal diese Zauberkarte. Kishido-Geist. Tja, und dann rufe ich Daigreifer, den Krieger im Angriffsmodus. Und setze noch eine Karte verdeckt. Das war's, du bist dran. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was hat denn der Typ so drauf? Oder hat der, so wie ich sehr vermute, überhaupt nichts drauf? Oh. Ich habe nichts gesagt. Wait mal. Ist er komplett bescheuert? Wirft einfach all seine Karten ab. Ja, ich habe zwar kein Monster mehr auf dem Feld, aber ganz ehrlich, ich bin mit dem Zug. Verdammt, wenn ich das gewusst hätte. Feinkontrolle, scheiße. Ey, was ist denn da jetzt auf dem Friedhof alles? Verbindung der Gerechtigkeit, unbekannter Brecher, okay. Schleier der Finsternis, ach du Scheiße. Da hätte ich mich gerne noch daran, weil ich hatte ja mal auf, ich glaube das war sogar im Spiel Yu-Gi-Oh! 5Ds, The Reverse of Arcadia 2010, hatte ich ja ein Finsternis-Deck und ich glaube, dort hat sogar diese Karte drin, Schleier der Finsternis, bin zwar nicht mehr ganz sicher, aber ich hatte einige Finsternis-Karten dort im Deck drin, nach der großen Schlacht, naja. Oh, Rückkehr aus anderen Dimensionen, das ist eine coole Karte. Wenn sie richtig spielt zumindest.
nichts Besonderes auf alle Fälle. So, Axträuber, du bist dran im Angriffsmodus. Na dann, Nathan. Sag schon mal Tschüssikowski zu deinen Lebenspunkten. Direkter Schaden. Oh nein, ich hab einen Schaden. Tja, was für einen. So, und dann setzt noch eine Karte direkt zum Schluss. Bringt zwar nicht viel, muss er ja nicht wissen. Zack. Und beende meinen Zug. Na, Kumpel, was machst du jetzt? Weil sie ist ja ziemlich angearscht. Er kann ihm nur eine Karte ziehen. Also so gegen uns wehren. Naja, gut, ist eine, ja. Verdeckte Karte, buhu. Mach in die Hose. Na dann, ich zieh mal. Oh, Fallgrube, ganz geil. So, dann greif mal an. Und zwar mit dem Axträuber. Direkt Angriff auf seine Lebenspunkte. Was könnte das sein? Ist das eine Fallgrube? Ein reißender Tribut oder so etwas. Ich kann ein bisschen schießen, um ein Monster zu rufen. Deswegen das jetzt mal. Und beende. Oh, Moment, nicht ganz. Ich setze ihm noch eine Karte verdeckt. Und jetzt beende ich meinen Zug. Oh oh. Okay, Spielerwechsel. Was ist denn das? Nein, Linsenschirm, nicht die. Oh oh. Na gut, die bringt. Ja, stimmt ja. Ich brauche eine 6, um alle meine Monster zu zerstören, die von der Stufe her 6 oder höher sind. Also sprich, momentan bringt die Karte gar nichts. Aber sollte man vielleicht gut im Auge behalten. So, egal. Axträuber mal direkt Angriff auf seine Lebenspunkte. Vernichten Nathan, bevor mir irgendwie doch noch ein bisschen viel Damage austeilt. Na dann, Nathan. Ich setze noch eine Karte verdeckt, denn was du kannst, kann ich schon lange. 3 Fallen, hey. Und beende meinen Zug. Bald haben wir ihn, Leute. Bald haben wir ihn. Blinde Zerstörung bringt da sowieso nichts. Ich habe kein Monster Stufe 6. Eine 2, toll. Okay, der Typ fängt an, mich zu nerven, aber ganz ehrlich. Reigekibrecher, jetzt reißt er endgültig. Pistolendrache weg. Und eine verdeckte Karte ist Schnee von vorgestern. Tschüss. Was war das überhaupt? DNA-Transplantat, okay. So, ich zieh mal wieder und... ein guter alter Spalt. Kann ich mal gut gebrauchen. Soll ich es rufen, soll ich es nicht rufen? Ja, wir sind so heikel. Nee, lieber nicht. Ich gehe nur mal sicher. Und greife an mit dem mächtigen Axträuber. Geht ziemlich übel aus, den kleinen Elfen. So, mein Zug ist mal beendet, Kumpel. Du bist dran. Versuch dein Glück. Du hast doch eh keine Chance. Schon wieder die Karte, hey. Eine 2. Tja, du bist halt eine ewige 2. Hi, du. Ebenfalls nichts gebracht, wa? Du bist der erledigt, Kumpel. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist mit meinem mächtigen Axträuber anzugreifen. Oh. Wäre auch eine coole Kombi noch, aber egal. Nicht mehr heute, Kumpel. Nicht mehr heute. Axträuber! Direkter Angriff auf Nathans Lebenspunkte! Vernichte ihn! Once and for all! Ja, war ja sehr schwierig, wa? Grandios. Und ich kriege 345. Wieso 345? Ah, Lebenspunkte Bonus, deswegen. Alles klaro. Wenn jetzt komme ich da rechts weiter, oder wie? Oh, ich hab verloren. Vielleicht soll man den Kartenweg mich zur Ruhe setzen. Verdammt. Ja, gute Frage. Haben wir jetzt da rechts durch, oder wie? Sperrfeld. Erdgebunden Unsterblicher. Was? Erdgebunden Unsterblicher Aslapisku. Freunde, was damit zu tun hat, das werden wir im nächsten Part erfahren. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Master of the Karten. Wenn es geht, wird dann gerne auch noch ein paar Duellpacks kaufen gehen und so unser Deck ein bisschen aufmöbeln. Aber das seht ihr dann, wie gesagt, morgen wieder bei der nächsten Episode. Oh Mann, es geht spannend weiter hier im Yu-Gi-Oh! Universum. Also bis dahin, ciao zusammen.